ein 5-Liter Motor V8. Den war ein Ford Racing Motor, der ein bisschen schärfer eingestellt etc. Dieses Fahrzeug, das ihr seht, war nur als für Rennen gedacht. Nur die ersten Rennen sogar in Deutschland auf dem Nürburgring und wurde dort als völlig unfahrbar eingeschätzt, bis er dann voll kam. Da liegt hier nicht dran, sonst würde diese fantastische Form in meinen Augen nur diese ganzen Spoiler und Flaps und was alles da und später kaputt gemacht werden. Das gibt es nicht. Insofern wissen wir auch ab 200 mit dieser Bahn auch gefahren. Das merkt man schnell. So, gleichwohl, mit dieser Ausstattung hat man dann, ist man dann nach Le Mans gegangen und hat dann in den ersten Jahren, das ist die MK1, die erste Version, ist man nicht besonders erfolgreich gewesen. Man hat daraufhin aber dann eine Weiterentwicklung gemacht. Auf Luftansatz, Putzen noch draufgesetzt und einen 7-Liter Motor eingebaut, der dann natürlich ein bisschen mehr Bums hatte. So, und jetzt hier 350 PSO um den Dreh rum. Die treffen jetzt hier bei den Wagen auf 920 Kilo Trockengewicht, eine Tonne nass. Ne? Und mit dem 7-Liter Motor, also Big Block Motor, hat er natürlich eine Bums und damit war er dann schon besser im Rennen und hat dann später in der Version MK2 und MK4 viermal hintereinander Le Mans gewonnen. Also das, was Henry Ford gesagt hat, ist dann zur Wahrheit geworden. Allerdings die